Steiermark, da bin ich her. There's a fire burning out on the street. I can't bear to see. You claim it was my fault, but I know it was you still hiding the truth. You stupid boy, don't know that law always wins. It already broke open the door, so don't ignore that jail is the only race. All your sins. Ja, ich habe wieder mal einen kleinen Schnitt gemacht, weil mir momentan sehr unsicher bin, ob ich jetzt auf Aufnahme gedrückt habe oder nicht, weißt. Okay, ich glaube dieses Mal haben wir keine Gegner vor uns. Naja, ich will es halt einmal nicht verschreien. Looten und Bergen. Geht gut ab bei den 7 Zwergen. Also ehrlich, den hättest du jetzt wohl auf die Backe schmieren können. Bingo. Wir bergen dort oder wir looten dort einmal nichts. Jetzt gehen wir mal nur rein jetzt da dieser Mission noch. Weil ich glaube, wir werden noch früh nur an Gegner kommen. Okay, und jetzt schauen wir mal, was die gute Veronika für uns über hat. Aber wenn das jetzt sehr oberflächlich klingen mag, ich habe nichts gegen die Erzählweise, da über Dokumente etc. Durchs FNIX-Update hast du ein bisschen ein Gesicht auch dazu wenigstens. Aber da muss man wirklich drauf bleiben. Das ist im Prinzip eigentlich wie in einem Buch. Ja, so stellen wir die Veronika vor vom Typ her. Genau. Einen richtigen Technik-Junkie. Oder Freak. Das ist eine Freak-Show. Irgendwas ist da. Wurscht. So. Wir waren alle einmal Kinder, ja. Mamma, pappa, det är Veronica. Lyssna nu, alltså jag vill inte skrämma er, men jag tror att jag är i fara. Vad ni än gör, håll er borta från mitt hus, okej? Det är inte säkert, lita på mig. Ni kanske kan åka till farbror Tobbe i Stenungsnäs. Nej, vänta, jag kommer över och förklarar istället. Jag åker från jobbet nu. Och jag behöver sova hos er i natt. Genau. Über das Warum und Wieso wirst du alles noch erfahren später. Ich werde mich bemühen, die Hauptgeschichten
in der Reihenfolge abzuarbeiten in den jeweiligen Gebieten. Gott. Dass wir ein bisschen an zeitlichen Ablauf haben, weißt? Es ist nämlich dann auch viel leichter für die. Abgesperrt, Schlüssel erforderlich. Okay, was soll mir das Funkgerät jetzt sagen? Also wie du siehst, die Veronika ist eine vielbeschäftigte Frau gewesen. Handschriftliche Notiz von Olle. Veronika, du kannst mich gerne einen Feigling nennen, aber ich kann mich nicht mit dir treffen, zumindest nicht im Moment. Es tut mir leid. Frederik war so nett und hat mir angeboten, auf seinem Weg zur Arbeit meine Kisten und andere Sachen bei dir abzuholen. Aber lass uns bald eine Tasse Kaffee trinken gehen, so dass wir es geplant hatten, okay? Vielleicht bei Celebi Ficker. Na gut, wie damals. Ich vermisse dich, Olle. Okay, also sie hat nebenbei noch Beziehungsprobleme gehabt, die Gute. Ja, so stellen wir an Helden einer Geschichte vor. Held. Prinzipieller Anti-Held. Kann man das so sagen? Oder sie ist nur unschuldig zum Handkuss gekommen, was in dieser Geschichte nämlich eher glaubt. Na gut. Ich muss ja selber erst wieder ein bisschen die Zusammenhänge finden. Es ist ja nun doch schon einige Zeit vergangen. Zeitung in Veronikas Haus. Ist Schweden wirklich bereit für einen Krieg? Monika Biström. Wir haben ja schon von dieser Monika gehört, die Reporterin da. Es gibt Gerüchte, dass das Nationale Forschungsinstitut für Verteidigung FOA und das Militär von Stromausfällen und Problemen bei der Telekommunikation betroffen waren. Auch wenn sich die Dinge anscheinend wieder normalisiert haben, geben die Störungen und Stromausfälle, die wir alle in den letzten Tagen erlebt haben, sowie das Fehlen jeglicher offiziellen Erklärung Anlass zur Sorge. Nach all den großen Reden über die Erhöhung der Militärfinanzierung fragen sich die Steuerzahler sicherlich, ob ihr Geld gut genutzt wurde. Aber noch wichtiger, ist Schwedens zivile und militärische Infrastruktur im Falle eines Angriffs durch eine ausländische Macht stark genug? Sind wir bereit? Ach Mädel. Es kommt schlimmer. Es kommt schlimmer. Okay, jetzt machen wir da mal zu, damit wir ein bisschen ungestört sind. Mei. Oh. Die Diskette, jetzt möchte ich mir die trotzdem nochmal anschauen, warte kurz. Log.
Und zwar... Nö. 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 Genau. Veronikas Diskette. Der neueste Eintrag auf der Diskette lautet willkürliche Anmerkung 317. Sogar das FOA und die Armee hatten Stromausfälle, Netzwerkprobleme. Es kam auch zu einigen Spannungsspitzen. Zufall wahrscheinlich nicht. VU hat sich nicht verbessert. Jeder am 53 ist super pessimistisch. Alle wollen den Stecker ziehen. Der Monitor hat heute wieder Ärger gemacht. Heckan hat mich wie immer ausgelacht. Ich werde für immer das neue, unbeholfene Mädchen für ihn sein. Ich muss morgen früh zur Arbeit gehen. Es gibt da etwas, das ich testen muss. Genau. Schön langsam. Ja. Somit. Warte mal, was ist denn da? Nebenmission ohne Rast und Ruhe. Wo waren der jetzt? Hä? Da ist eine Nebenmission, die aufleuchtet. Ah, da hinten. Nur die große Frage, wo? Ah, da. Karte der Region Severed. Jemand hat ein paar Symbole auf der Karte verzeichnet, die anscheinend für überrannte Orte und potenzielle Unterschlupfe stehen, welche sich aufgrund ihrer Robustheit oder einsamen Lage besonders gut eignen. Die Kirche von Severed ist der einzige Ort, der rot eingekreist ist. Daneben stehen die Worte erstmal in Sicherheit. Wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr uns dort, bleibt außer Sicht und macht keinen Mucks. Jetzt müssen wir mal schauen. Die Karte zeigt einen Unterschlupf in der nahegelegenen Kirche. Man kann gar nicht genug sichere Unterschlüpfe haben. Na erst. Karte. Das ist die Kirche. Sehr gut. Wie gesagt, du findest viele Nebenmissionen, findest du so im Vorbeimarschieren, weißt? Mhm. Gut, jetzt reisen wir daher und machen die Schnitzeljagd. Dort sollten wir eigentlich auf einen Hunter treffen, wenn ich mich nicht irre. Log. Den machen wir. Genau, das ist das mit der Feldwebel Johann Andersen hat für seinen erwachsenen Sohn eine Notiz im Stil einer Schnitzeljagd hinterlassen. Er erwähnt eine Burg nahe bei ihrem Haus in Kaseberg, schrieb aber nicht dazu, was dort zu finden ist oder warum. Das machen wir jetzt schnell. Vier. 3. Warte mal, haben wir. Also was wir nehmen da dabei haben wir die Panzerbrechende, genau. Und danach, wenn wir das alles haben, warte mal ganz kurz, es ist aber kein Unterschlupf, oder? Doch, das ist der Bauernhof. Okay. Begib dich in die nahegelegenen Ruinen.
Und jetzt müsste es eigentlich aufploppen. Genau. Zerstöre den Hamster. Okay, mal es braucht. Herzlichen Glückwunsch, mutiger Abenteurer. Entschuldige, Nisse. Ich konnte nicht umhin, an die Spiele zu denken, die wir gespielt haben, als du noch ein Kind warst. Kaum zu glauben, dass ich fast in deinem Alter war, als du geboren wurdest. Ich muss zugeben, es hat ewig gedauert, um mir diese Rätsel für dich auszudenken. Und dann war es in weniger als 10 Minuten vorbei. Wie auch immer, ich zähle darauf, dass du deine Mutter und deine Brüder beschützt, wenn ich nicht da bin. Keine Panik, denk einfach daran, dass sie da ist. Nur für den Fall, Papa. Suche nach dem Ziel der Schnitzeljagd. Nehmen wir es mit. Und das nächste Level. Schön. Jetzt schaue ich nur grad. Wie fahren wir jetzt weiter? Bauernhof. Ich glaube, da gibt's einen Plan, den können wir uns holen. Wir machen einmal eine Schnellreise. Genau, da zum Bauernhof. Warte mal. Ich verrahm dort schnell ein bisschen was wir halt nicht unbedingt brauchen. Stufe 3. Angenehm. Wie du siehst, das ist auch bald viel, das werden wir auch bald zerlegen müssen. Dann das haben wir weg, das haben wir weg. Alles was wir zu viel haben, kommt weg. Perfekt. Wir laufen jetzt in die Richtung, wo ich da markiert habe mit dem Plan. Da müsste einer sein. Wenn ich mich recht entsinne. Kurzen Blick. Das kennen wir schon. Da war der Bunker. Genau, so verfahren wir jetzt nur schnell. Erst machen wir den Plan da, wenn da einer ist, wenn ich mich recht erinnere. Einmal schnell nachladen, bitte. Na, das ist ja die Hupfburg. Ah, die Fluchtburg. Oder bin ich mir da jetzt vertan? Ich glaube, da bin ich jetzt vertan. Aber wurscht, wir schauen jetzt mal trotzdem einmal auf. 5, was ist da hinten? Da ist ein Gebäudchen. Ah, okay. Mir reicht so, dass jetzt einmal nur markiert ist. Genau, mehr will ich gar nicht.
Verbrauchsgüterstation. Sehr gut. Oh je, es ruckelt wie eine Eins. Na gut. Das haben wir alles noch nicht triggert, das passt da. Prototyp Harvester ist in Ordnung. Und da hinten irgendwo habe ich jetzt das schwere Trampeln eines Tanks gehört. Ich will aber mit euch jetzt das schnell daher. Und wie du siehst, ich drücke gerade gewaltig auf die Tube. Nur stellen sich für mich gerade einige Fragen. Wann tauchen die sowjetischen Maschinen auf? Jetzt wird es nämlich ein bisschen, ja. Na, großer. Ist da kein Lichtschalter? Nö. Ich hoffe jetzt nur, dass es der Große nicht gehört hat. Kurz einen Blick. Wir haben jetzt noch 13 Level. 1, 2, 3, 4, 5. Da noch ein paar. Ah ja. Na, Fertigkeiten. Ich will. Und da ist er. Als nächstes. Aha. 2 Brüder im Geiste. Militärklasse. Was ist da hinten? Nur Licht. Ja, da ist am glattes Licht aufgegangen. Nur, möchtet ich mit euch... Oh Gott. Das überlege ich nur gerade. Das ist unser nächstes Ziel. Weißt du was? Ja, aber das müssen wir auch noch alles abrackern. Da oben. Und Rivalen hätten wir auch noch genug. Wenn wir uns beeilen. Können wir Klick haben und wir sind vor. Warte mal kurz.
Geheime Fracht. Log. Dann machen wir den gleich mies. Natürlich. Natürlich gibt's da wieder Gegner, die wir besiegen müssen.